Die Stadt Puri ist schon in alten Sanskrit-Texten erwähnt. Eine Stadt mit sehr wechselhafter Geschichte. Schon im frühen Mittelalter wurden Tempel zu Ehren des Gottes Vishnu gebaut. Im 18. Jahrhundert ist dann Puri von Moslems dreimal überfallen und geplündert worden. Doch sie blieb bis heute Pilger- und Wallfahrtsort. Jährlich kommen Tausende, um sich von ihren Sünden zu reinigen und im nächsten Leben in eine höhere Reinkarnationsstufe aufsteigen zu können. Die Stadt ist nicht nur religiöses Zentrum, sondern auch ein alter Ausbildungsplatz. Die Palmblatt-Universität wurde hier errichtet. Im Archiv befinden sich tausende Schriften. Auf besonders präparierten Palmblättern werden die Schriftzeichen mit Farbe und Tusche aufgebracht. Der Tempelbezirk darf nur nach einer rituellen Reinigung betreten werden. Erst nach dem Durchschreiten des Wasserbeckens gelangt man zum Haupttor. Vor der Tempelanlage stehen die heiligen Männer, Sadhus genannt, sowie Bettler mit ihren Reisschalen, um ein bisschen Reis oder ein paar Münzen zu erhalten. Hinduisten sind von der Religion her verpflichtet, mildtätig zu sein und die Armen zu unterstützen. In der Umgebung von der Stadt Puri haben sich Künstler angesiedelt. Sie stellen für die vielen Pilger religiöse Kunstwerke her. Die Fassaden ihrer Häuser haben die Künstler mit Szenen aus dem dörflichen Leben und religiösen Darstellungen bemalt. Es wird mit Erdfarben gearbeitet, die mit Reisstärke vermischt werden. Trotz des feuchten Klimas sind die Bemalungen sehr haltbar und farbintensiv. Die Häuser sind oftmals in einem nicht sehr guten Zustand, aber die Bemalung